von Christus Jesus sein Apostel ist. In Timotheus, uns Bruder schrieben und Gott seine Gemeinde in Korinth. In alle Helge, die in ganzer Achaia sind. So hier merken wir dort, wie wir auf meiner Städten merken, wo Timotheus mit Paulus taub all wir, wo er sein Mitarbeiter wir und er die Lehren von Paulus. So hier nur der zweite Korinther, da sagt er ist Apostel Paulus mit Timotheus taub, sein Bruder. So der dann taub arbeiten. Er in Timotheus. Und so er schrift eine verschiedene Kirchen, schrift in der Römische Kirche, auch in der 1. und 2. Korinther, auch in der Galatische Kirche, in Kolosser, auch in Philippa. Und dann Philemon, du hast ein bisschen interessanter Brief, wo in dem er durchschrieben hat, der schrift eine artige Menschen. In Philemon selbst auch. Er sagt, ich, Paulus, der in Christus Jesus seinen Holven festgenommen sie. So hier jetzt so ich schrift diesen Brief im Gefängnis. Und sagt er, du als Hei und auch bei der Timotheus mit an, ans Bruder, schrieb die, Philemon, ans lieber Mitarbeiter, ans lieber Bruder in Mitarbeiter nannt er am hier. Und dann sagt er, und auch an der Sasta Aphia, in Archippus. So 3 verschiedene Menschen, wo er hier erwähnt hat, in wem er diesen Brief geschrieben hat. Ans Mitkämpfer in deine Hüsgemeinde. So er schreibt hier, diese Einzelgemeinden hier, die Menschen hier, und dann sagt er, in nur deine Hüsgemeinde. So jetzt so hier als vielleicht, das ist die kleine Gruppe vielleicht hier wie das steht, du schreibt er diese einzelnen Menschen, und dann nach die Hüsgemeinde. So hier vielleicht, das sind vielleicht nicht kleine Gruppen, sie haben vielleicht eine Hüsgemeinde, wo sie sich top treffen, eine Gemeinschaft haben, eine Kirche haben. So du sagt er, wem er durchschrieben hat. Und dann zu der Philippa, du schrift meistens nur die Gemeindelehrer in Diakonen. So seine Briefe, das sind nur verschiedene Menschen, was er geschrieben hat. Und er erwähnt sich einmal am Anfang, in wem er geschrieben hat und was die Ursache ist. Und so wieder. In Philippus 1, Vers 1 sagt Paulus in Timotheus. Hier war das hier nicht, ja, war Timotheus mit am. Sagt da Paulus in Timotheus. Christus Jesus sein Deiner, schrieben nur alle Heilige in Christus Jesus Philippi. In auch nur die Gemeindelehrer in Diakonen. So heißt er, nicht alle Heilige, so alle die Christen, was dort die Gläubigen, was dort sind, in nur die Gemeindelehrer in Diakonen. Und dann sagt er in Kolosser 1, Vers 1, sagt er auch, Paulus, der durch Gott sein Willen, Christus Jesus, sein Apostel ist, in Bruder Timotheus. Hier in der Kolosser auch war, da sind Paulus und Timotheus taub. Die schaffen hier taub. So, die schrieben nur die Heilige in Kolosser. Die treue Brüder in Christus. Wir wünschen Genot und Friede von Gott unseren Vater. So wurde mich das erwähnt, ich gleich das bloß zu wiesen, wo Paul sich immer wiesen, dass sich bekannt machen, dass bekannt geben, dass today, wo er das Brief handschrieben hat. Er lässt sich immer hören, dass er als ein gottgeschickter Mensch, von Gott geschickt, und er geht in Schrift today, zu den Gemeinden. Und dann wird er dann geschrieben, haft today, als und dort soll gebucht dann. Und dann das Buch, der 1. Timotheus, in wem schreibt Paulus das Brief? Und dort weit wir auch, er schreibt diesen Brief nur Timotheus. Und es soll sein, denn mir steht ein Teil von der Brief, der schreibt halt nur die Gemeinden, nur die Gläubigen, nur die ganze Herr, wo immer er an Hand schreiben hat, das hat sich immer erwähnt, in wem er schreiben hat. Aber in das Brief, in Timotheus, das schreibt er bloß noch eine einzige Person, bloß nur eine einzige, sagt er. 1. Timotheus 1, Vers 1, da sagt er, Paulus Christus Jesus, sein Apostel, Ungestalt von Gott. Weil die gleich das von Herrn sein, dass er sagt, hier, er ist Ungestalt von Gott. Ans Heiland, in von Christus Jesus, der unser Hupning ist. Und an wem hat er das geschrieben? Dann sagt er in Vers 2, nur Timotheus. Er hat nur Timotheus geschrieben, der durch den Christen glauben, mein Reich der Sehen geworden ist. Und der 2. Timotheus kriegt so, den Brief hat er auch bloß in Timotheus geschrieben. Das Timotheus ist ein Lehrer, er wird ein Lehrer geben in der Gemeinde. Und so er schreibt den Brief, wo er zu lernen hat und so wieder. So das schreibt er ähnlich nur Timotheus. Beide Brief, die 1. und 2. Timotheus. Und wenn wir lernen dann, oder lesen dann, wer Timotheus reich ist, ich let's go zu weiten, wer ist Timotheus? Woran wir jetzt so nicht, dass er eine Arm schreiben leid. Timotheus, der wohnt in einer Stadt, in sich Lystra.
in Asien. Und wir weten auch, dass seine Mutter wie eine christliche, eine jährliche Frau, und sein Vater wie nicht ein Christ. So er hat ein Vater, der nicht ein Christ war, aber seine Mutter wie ein Christ. Und wir können auch lesen, wir wollen ein bisschen mehr Leute davon hören, dass sogar seine Großmutter, der hat einen großen Einfluss an sein Großsehen, an Timotheus. So seine Mama, auch seine Großmama, der hat einen großen Einfluss in sein Leben, in sein Wandel, in was er weitergeht, was er gelehrt hat. So, Timotheus, er reist viel mit Paulus, auch mit Silas. Und wir lernen, dass Paulus, der bejehen Timotheus in seiner zweiten Missionsreise, was er mehr angeht, da bejehen Timotheus, da lehrt er am Kahn. Und wir wissen auch, dass Lothar aus Heiland nicht mitgenommen hat, Paulus, Timotheus, auch mit in verschiedenen Städten, wo er in der andere Kirche, wo er lehren deit und so wieder. Ein Platz wie Nobaria, aus seiner Nobaria reisen deit. Nur Apostelgeschichte 17, Vers 13, da sagt er, dass er reist Nobaria. Und da gibt es ein bisschen Abrühe ab, manche Menschen, dass er kein Predigen und so wieder. So, Paulus wird gewarnt worden von der Brüder, dass er soll von dort verloren, weil es das gibt ein Abrühe und so wieder. Aber Paulus, der will sich Timotheus dort wegen verloren. Apostelgeschichte 17, Vers 14 sagt, dass der Brüder schickten Paulus dann fußweg, bet um mehr zu gehen. Aber Silas und Timotheus bleiben in Berea. So hier leidt Timotheus allein so zu sein in Berea, als verloren da. Und wir wissen auch, dass Paulus hat Timotheus Reit gemerkt, nahm mal mit, mögt am Reit zu dessen Dienst, was Gott am berufen hat, als ein Lehrer zu sein in der Gemeinde. Und da wird Paulus was am Lehren deit und Reibmerken deit. Er wurde ein Lehrer worden in der Kirche bei Epheser. Bei der ephesischen Kirche, das war er wurde ein Prediger worden, ein Gemeindenlehrer so zu sein, vielleicht ein Ältester in der Gemeinde. Und das wird Paulus am Reibmerken deit für. Und in Vers 2 nannt Paulus Timotheus sein Sehen. Er sagt, mein Sehen. Wo er sagt, da ich den Christen glauben, mein rechter Sehen geworden ist. Nun hier, wenn er das studieren, dass das sich so, Paulus hat von Fleisch so reich in Gott gelehrt, zum Glauben gelehrt und in wahren Glauben an Jesus Christus. Und du sagst, du nannt er sein Christen Glaubens sehen. In den verschiedenen Städten hier lesen wir dort, wo Paulus Timotheus so ein bisschen eine Arbeit geben, einen Anfang geben, an Vertrauen, dass er am Brücken in verschiedenen Städten. In der 1. Korinther, da schreibt er einen Satz. In 1. Korinther 4, Vers 17, der Schrift Paulus ist das, dass er hat Timotheus geschickt, er ist mein Leiber und Treue sehen im Herrn. Der wird jünd denken helfen, was meine Anweisung in Christus sind. Was meine Anweisungen sind in Christus sind, in wo ich an alle Gemeinden lehren darf. So hier wisst ihr, dass Paulus vertrauen, er kann ihm die Hand schicken und er sagen, was seine lehren wird und was er in den Gemeinden lehren wird und so weiter. Weil Timotheus für lang genug mit Paulus taub gewesen, er wisst all am seine Lehre. So hier schickt Paulus Timotheus nur der korinthische Kirche, dort zu sagen, was er lehren wird und so weiter. So hij kan am heel brücken, hij kan am schicken. Hij wird lang genug mit einem Taub gewesen, dass hij kan am schicken ohne Arbeit so zu sein. Am Anfang von seinen Diensten, seiner Lehre. Und wir wissen auch, dass wir nicht wirklich, dass er ihn sehen wird, er nannt ihm das ihn sehen, aber nicht, dass er in der Wirklichkeit im Fleisch ihn sehen wird, weil es 1. Timotheus 1, 2 sagt, dass er wird sein Vater, dass wir nicht in Glauben, dass wir den griechischer Mann. So, er hat nicht in Glauben der Vater. Wir lesen dort in Timotheus, dass sein Vater wird nicht in Glauben ja, und der hat ihm nicht einem Herrn gelehrt, der hat ihm nicht die Lehre gegeben, was er hat. Apostelgeschichte sagt hier in Vers 1, du lesen wir von wo Paulus Timotheus erreicht trafen, wo sie sich getroffen haben. Er sagt, ich kam nur Derbe, und dann nur Lystra, du wohnst in Jena, da heißt Timotheus.
So hier sagt er, hier wohnt es ein Jünger an der Timotheus. Seine Mutter war eine glaubende jüdische Frau, aber sein Vater wird in Griech. So hier sagt er das ganz klar, dass sein Vater wird nicht in Glaubender, aber seine Mutter war. Und wir weiten auch, wenn wir lesen und studieren, dass Timotheus hat eine sehr gute Lehre gekriegt von seiner Mutter. Eine sehr wertvolle Lehre, was einer hören wird, von was seine Mama am gelehrt hat. Und das sagt sogar, dass die Menschen, die können auch sein, die lehrten Timotheus kennen, und die haben ihn kennengelernt, und was sein Verhältnis war, wo er leben wird und so weiter, so die wissen, dass er eine gute Lehre hat, und die Menschen hatten gute Dinge von ihm zu sein. Das sagt in der Apostelgeschichte, Vers 2, sagt er, die Brüder in Lystra, in Ikonien hatten gute von ihm zu sein. So, warum hatten die gute von ihm zu sein? Weil er hat eine gute Lehre gehabt in seinem Leben beweist hat. Er beweist gleich, was er gelehrt hat, und dort hat er ausleben. Und dort wird zu sein, so die Menschen hatten gute zu vertellen von ihm. Und so kann ich doch immer, wenn Menschen was Gutes gelehrt haben, die das ausleben, und ich habe bald sein, was sie gelehrt haben, so wieder nicht. Und so wird es auch zu sein an dessen hier. Und das sagt Paulus voll auf seine Reise mitnehmen. Und sagt er beschneit die Juden erholfen. Weil in der Gegend wissen sie alle, dass sein Vater in Griech war. So Paulus, der wird nicht beschnitten worden, dass die Lehre wir von Klinon, nur 8 Jahre, dann sollen die beschnitten werden, alle Jungs. Und das ist für die Juden, was glauben wir. Und Paulus hat es über Leute gelehrt, wenn wir in Galaterbrief kicken, dann lehrt er klar, dass es nicht nötig, dass die Menschen sich Leuten beschneiden, dass es tam seilig worden nicht nötig, oder dass er hart mit beschnitten worden von den Heiligen Geist, von Gott, von Jesus Christus. Aber hier, warum will Paul dann haben, er soll erst beschnitten worden, er mitnehmen können? Weil wenn wir lesen dann oder studieren, dann, wo die Juden dort hatten, wenn die in ihre Kirchen werden, und dort kommen wir näher, und dort werden Fremder, und dort werden nicht ein Beschnittener, dann würden sie keine Gelegenheit jeden zu lehren. So, dort eine Gelegenheit hat, er eine offene der Hand zu lehren, muss er so werden, als die Juden dort verlangt haben. Kriegst das Paulus noch geschrieben, dass er wollte allen, so die will haben, dort er können zu der lehren und zu der reden. So hier am Timotheus im Gebrauch nehmen, dass er kann gehen lehren, muss er mich beschneiden. So das, was Paulus sagt, er beschneidet die Juden erholfen. Das wir nicht wen sehen sollen. Er sagt, die Juden erholfen. Weil in der Gegend wissen sie, dass all die, dass sein Vater nicht in Griech war. So sein Vater hat am Himmel gebracht, der hat euch das in Glauben gehabt, und dass der muss beschnitten werden. So der hat er bis Tag gelohnt. Und ich wundere, als das hier just zu der Zeit vielleicht war, dass wo er am Haft nur Herrn gelehrt, dass er hier just als sein Sehen geworden, wo er am Nahen lädt. Und wir hören oftmals von wo Gott hat gelehrt wir, Paul will haben, er soll bei dieser Lehre, was er gekriegt hat von seiner Mutter, das soll er bleiben. Das wird am wichtig, das wird am abfallen. Dass er diese Lehre, was er hat, hier hat Paulus Timotheus Gott genug kennengelernt, um zu weiten, was er von der Lehre gekriegt hat von seiner Mutter. Weil das interessiert Paulus, das leicht er von ihm. So er will haben, dass er soll bei dieser Lehre, was er gekriegt hat, das soll er bleiben. Das wird am wichtig. Und das wird der rechte Lehre, so viel wieder hier angeworden. Mit der Zeit, was er mit am Tag gewesen wir. Und Paulus sagt ihm, er soll holen, wie dort, was er gelehrt wird. Und diese Verse sind viele von uns Menschen sehr bekannt mit. Und einmal brauchen wir das beim rechten Platz, bei der rechten Städten, brauchen wir das sogar. Wenn ein Mensch vielleicht sozusagen in Verlangen hat zu waschen, in seinen Jässelchen, und Gott raubt die nochmal weich von der gewisse Stadt, und einmal hat er das in Glauben zu sein, dann dass der Chef sagt, du musst holen, wie dort, was du gelehrt hast. Weil wenn wir was Gott gelehrt haben, wenn unsere Eltern uns was Gott gelehrt haben, das ist sehr nötig, dass wir bleiben da. Aber wenn das nicht erst alles gelehrt worden, was der Schrift zu lehren hat, wenn wir das nicht alle gelehrt haben, dann soll wir Ruhm geben, Ruhm loten, dass wir wieder waschen können und wieder lehren können. Und das ist, was das hier meint. Paulus wusste, dass er hat Gott gelehrt. Und da sagt er in 2. Timotheus 3, Vers 14, sagt er uns, dass du überblieb, wie dort, was du gelehrt hast. In die anvertraut ist, willst du weißt, von wem du dort gelehrt hast. Er wusste, er hat von seiner Mama gelehrt, und er hat am Reich gelehrt. Und dann sagt er, und willst du von Kindheit an mit der Heiligen Schrift bekannt bist, konnte die den Weg wiesen, wo die durch den Glauben an Christus Jesus Christus seilig wurden. So ich habe hier, er hat von klein an
von klein an hat er den abgetragen, nur auf der Schrift sein leid. Die jüdische Ermord wir, der hatten von klein an mussten die Kinder gelehrt worden, was der Schrift sein und so wieder. Und hier wird auch hier, und hier hat Timotheus hat auch der reiche Schrift kann gelehrt und haben wir gelehrt worden, von klein an all. Und er sagt, willst du das von Kindheit an weiten, das kann dir das nur Seiligkeit wiesen. Also das hat er von seiner Mutter gelehrt. Auch von seiner Großmutter, wo wir auch noch mit von lesen. Das sagt in 2. Timotheus 1, Vers 4, willst ich denk an den Worten glauben, denn erstens all an deine Großmutter Lois und auch deine Mutter Jünneke hatten. So dass er hier beide erwähnt, seine Großmama, auch seine Mutter, von wo er diese Lehre gekriegt hat. Und diese Lehre hat einen großen Einfluss an ihm. Deswegen könnte es sein, dass die Brüder in Lystra und Ikonien hatten Gaudet von ihm zu sein, hatten Gaudet von ihm zu vertellen. Und das interessiert Paulus. Und er will haben, diese Lehre, hier soll er bleiben. Und das wird gemeint, direkt nach ihm gemeint zu reden. Dass er soll diese Lehre holen. Das wird die Lehre, was empfehlen wird, wenn er in Gemeindenlehrer werden. Dass er diese Lehre wird kann lernen, wenn er ist an der Arbeit wird. Und ich habe sein, wo neidig das erst, dass einer, die Kinder von Kindheit an, von klein an, abtragen, das Reich zu lernen, dass die wissen kann, ab dem rechten Weg abgelehrt worden. Nicht so? Und das wird Solomon auch sagen, dass ein sehr weiser Mann, der folgt diesen Rot. Er wird ein sehr weiser Mann und er gibt den Rot in Sprüche 22, Vers 6, sagt, der lehrt ein Kind den rechten Weg gehen, dann wird er auch dabei bleiben, wenn der alt wird. So er sagt auch so, dass wir reich ein Kind von klein an, von jung an lernen. Und wenn der erst älter worden ist, das wird er bleiben. Das passiert nicht einmal, dass der immer auf den rechten Weg bleiben dann. Aber ich glaube, wenn der das gelehrt sind, das bleibt der Band, das wird Gott geplant worden, und da wird er bleiben. Und das ist neidig, dass wir Kinder von klein an abtreten dann. Mir freut das, dass wir die Gelegenheit haben hier in das Land, wo wir können unsere Kinder jährlich abtragen für den Herrn. Viele von uns tun Homeschooling und einige tun in der Private Schools und da haben wir die Gelegenheit, unsere Kinder von den Herrn zu lernen, von der Bibel zu lernen und den Weg abtragen. Und das ist so viel wert. Wir hören nochmal von unserer Tochter nu, wo viel Bibelversen die auswendig lernen tun. Eine Versen oder andere konnte absehen. Weißt du, das ist bloß wenn das ist der Nein geplant. Das sind Kappen. Weißt du, wir haben die Gelegenheit nicht mal gekriegt. Wir haben noch die Fähigkeit, das Jährliche zu lernen. Aber wir üben dort nicht so sehr, dass wir den Schriften im Denk haben, Schriftstellen im Denk haben, falsch, eben nur falsch. Und das ist viel wert. Dort zu hören, wenn unsere Kinder kann so viel Falschen auswendig absehen. Weil wenn der dort waren, von klein an gelehrt, das wird er bleiben. Und wir lernen noch, wir sind viel von uns sind bekannt mit den Katechismen. Ich weiß in Mexiko da, als ich da in der Schule gegangen wir lernen den Katechismus und die Menschen, die leben dort und dort. Und das ist ein gutes Buch, wenn wir dort durchblättern und dort durchchecken, wie die Lehre, was dort hat. Und meist jeder Farge hat eine Schriftstelle und die Hälfte ein, wo das von genommen ist. Und das ist von der Bibel. So, das ist ein gutes Buch und das ist eine gute Lehre, solange es da was Neues folgt. Und du auch, das lehrt du auch, wenn es nötig wird, dass einer die Schrift pünktlich, fließig lesen darf. Und das sagt er auch, ja, ein Mann kann einem eine Seligkeit wiesen, wenn einer von Kindheit an die Schrift kann. So, das ist nötig. Und noch eines, was ich hier morgen deed, als ich das mit studieren deed, das habe ich vielleicht mal gehört, dass Timotheus wieder ein junger Mann. Als er an der Arbeit geschickt wird, als er mitgenommen wird von Paulus, habe ich noch mal ein sehr junger Mann. Vielleicht noch mal in seinen Jugendjahren. Das sage ich nicht, wie alt er war, aber das sage ich, dass er jung war. Und vielleicht braucht er das vielleicht ein Mal zum Ferien. Ich weiß nicht, das sage ich nicht, ist das. Aber ich wundere, als ein Mal, dass er das auch gebraucht hat zum Ferien, dass er noch zu jung. Ich weiß, viel von uns, wir haben das oftmals gebraucht. Ich weiß, ich habe das viel mal gebraucht in meiner Vergangenheit. Ich gebe fair, ich bin noch zu jung. Bei mir wird gefragt, haben eins was down, mithelfen in der Kirche, was immer dann wir. Ich fühle mich durch nur, ich fühle mich viel zu jung, viel zu rein hier uren. Und ich weiß nicht, dass Paulus das was gebraucht hat oder nicht, aber das Schrift, dass er wird ein junger Mann. Und Paulus, der wird zu tun haben, dass er sich das nicht will bodern, wenn er jung wird, der Arm wird, immer raufchecken der Arm. Er sagt in 1. Timotheus 4, Vers 12, lot keinem ab dir raufchecken, du weißt, dass du noch jung bist. So nicht die dort loten festhalten oder drehhauen, weil sie noch ein junger Mensch bist. Wenn Gott die roten dat, lot die das nicht drehhauen.
Dan zegt hij, zie voor de geloofde in voorbeeld, zie voor de geloofde in voorbeeld, im woord, im wandel, in andere God zijn, andere leven, im geest, im geloven en in reinheid. Zo, en alles die dingen, hij zal dat doen. Hij zal dat niet laten terughouden, nog hij jong weer. Zo, wie jong hij werkelijk was, dat weet we niet. De schrift Levi sagt er nicht, ich habe es noch nicht gelesen. Und dann sagt er, hol on, die Schrift zu lesen, so das wird wichtig, hol on, die Schrift zu lesen, zu predigen und zu lehren, bis ich kommen will. So hier will er allein sein. Das soll er tun, das ersabt er von ihm ab, das soll er tun, bis er auch wieder hinkommt, wo er lehren wird, wo er ein Lehrer werden wird, in der Ephesischen Kirche. En ik geloof ook, ik geloof eens van broek wie ook dat ze vergeven, dat vielleicht sei bij extra nog te jong, ik zei nog te broken haben, en ik ga met te helpen. Ik weet niet, maar ik had het mal gebruikt, ik had het vergeven, mal gehad. So, dat zullen wir uns nicht laten terughouden. Dat geeft ons een klein beetje overblik van wat wer Timotheus weer en wat Paulus van hem deed en wer hem geroepen had en zo wieder. So, ich habe das uns ein klein Bild gegeben von was das Buch von geschrieben hat. Ich will bloß ein klein bisschen Überblick geben und von was von der Thema er in das erste Timotheus-Buch geschrieben hat. Das erste Kapitel, das Schrift von Warnungen für falsche Lehren in der Abgaben von Timotheus. So, das ist die erste Lehre davon. Und zu danken für Gott seine Gnade. Das ist noch ein Part in das erste Kapitel. Und dann in das zweite Kapitel, das Gebet für alle Menschen, besonders für die Regierung. So hier, dass am Lehren, dass sie sollen beten für alle Menschen und auch besonders für die Regierung. Und wo Männer und Früher sich in der Gemeinde zu verholen haben. So, das ist das zweite Kapitel, wo das von Lehren wird, was sie da von Lehren tun. Und dann das dritte Kapitel sind Vorschriften für die Gemeindelehrer. So, das ist für die Gemeindelehrer. En ook Anordnung für die Helper in der Gemeinde. Von der großen Geheimnis von Gott. Das ist das dritte Kapitel. Und dann im vierten Kapitel war stand gegen falsche Lehren. So hier wird Schrift Paulus von der Gelegenheit in der Gefahr von falschen Lehren zu haben in der Gemeinde. So sagt er, war stand gegen falsche Lehren. Abhossen und das war stand. Und dann Timotheus als Vorbild, Lehrer in Seelensorge. Und dann Kapitel 5 als wird frühes in der Gemeinde, wo an versorgen in ihren Dienst. So, für wird frühes, wo die sollen versorgt werden und so wieder. Und dann der Lehrer in der Gemeinde. Das ist für die Lehrer in der Gemeinde. En het laatste kapitel 6, Skloven eet jene haren. En dan hebben we een warning voor zo'n wat we willen recht zijn. Recht zijn willen viert te falsche leren. Zo, dat je voor recht zijn willen. Daar hebben we daarvan te leren. En dan trouw zijn en ongenomene abgaven. En dan nog Ermahnung an die Recke in der Gemeinde. So hier auf der Wahrheit reden von der Recke in der Gemeinde. Die Ermahnung, was entgeben hat. So, das ist sich so für Paul aber wichtig, für so eine, was Ziel vielleicht am Rektum worden haben. Das haben wir zweimal, das sind zwei Städten, ab dort, wo von dort reden hat. Und dann das letzte, als der Timotheus. Die letzte Ermahnung an Timotheus. So da haben wir vielleicht eine Warnung für ihn. So, das ist ein Überblick von was dort alles covern wird in 1. Timotheus. Und ich freue mich da, durchzugehen. Ich glaube, hier, wo wir viel von lernen können. Und mir hat sich so, das ist für die ganze Kirche, für verschiedene Menschen, was hier eine Lehre haben. So, ich glaube, wir wollen hier alle von lernen können. Und ich würde es freuen, dass die wollen für uns beten, dass wir wollen das Rechte sein in das Buch, und dass wir das können, noch lernen, als das, was dort geschrieben ist. Dass wir uns nicht wollen, aber uns nicht Verstand verloren, aber dass wir uns wollen lernen von den Heiligen Jesus, dass wir wollen reich lernen können. Dass wir nicht wollen reich verstehen und dann den Weich lernen, dass wir wollen reich kriegen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir da und das ist so neidig, dass
dass die für uns beten down. Für die, was Gott sein Wort verbringen down. So ich frage, ob ihr dass die wollen für uns beten, wenn wir über das Buch gehen down. Und das ist, das, was ich mir gemerkt habe, für das wird die Anleitung für das 1. Timotheus. Ich weiß, das ist ein Charter, aber ich will ein wenig schließen mit das. Das ist alles, was ich finde, aus Marius dann habe. Da wir unser Herz dann haben die Gebet am Schluss. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für das Marius Vater für die Gelegenheit, dass wir dein Wort lesen, dein Wort lehren und zu sein, was dein Wort zu uns zu sagen hat. Ich danke dir, Gott, dass wir dein Wort sehr rechtlich haben, dass wir das auf unsere Sprache haben sogar, dass wir das auf eine Sprache lesen und lernen, dass wir alle verstehen können. Du hast uns die Gabe gegeben, dass was immer für eine Sprache uns fehlen, dass wir das auf den Weg lernen. Dankeschön dafür, Gott, und ich bete, dass du wirst uns besonders neu, als wir das durch das 1. Timotheus gehen wollen, dass du wirst uns wirklich ans Gedächtnis erleuchten, uns hart aufmerken, zu lehren, zu sein, was du hier zu lehren hast, dass wir dein Wort nur predigen, wozu du das hast gemerkt, dass wir das nicht wollen falsch verstehen und eine falsche Lehre geben davon. Beschütze uns davon, Gott, und gib uns viel Weisheit. Und du sagst in Jakobus, dass wenn uns das an Weisheit fehlen, dass du uns geben. Und wir stehen da, Gott, dass uns fehlt das an deine Weisheit. Weil wir verstehen einmal Dinge, die nicht so sind, als das wirklich ist. Du empfiehlst uns, dass wir dein Verständnis kriegen in das Buch, besonders wenn wir das durchgehen. Dankeschön, Gott, dass du so viel zu uns zu sagen hast und dass wir uns auf den Fuß verloren. Wir wollen, dass die ganze Schrift ist uns gegeben worden, uns zu lehren, uns Recht zu wiesen und zu helfen, uns Mut zu geben und was immer dort fehlen wird. Und du weißt gerade, wo uns das fehlen wird. So wie kann sein, hier sind verschiedene Themen, die abgeschrieben sind, wo das Buch von schreiben wird und von lehren wird. Und ich bete, dass das macht in der Wirklichkeit uns lehren, dass wir wissen und teilnehmen im Jährlichen, dass wir wirklich verschlagsam sein in den Königreich hier auf Erden, wenn du das bühren lässt. Dankeschön, Gott. In den Namen beten wir das mit Danksagung. Amen. Gnadenruf zu unser Heilands Hochzeitsmahl. Ladet alle freundlich ein zum Fest im ewigen Freudensaal. O hört den Ruf, mach dich bereit, bald kommt der Herr in Herrlichkeit. Vielleicht kommt er in diesem Jahr, drum mach dich auf zu gehen mit ihm zum Hochzeitsmahl. Hinein die Zeit des Tages nah, wo der Posaunenton erschallt. Schwirrt deine Lampe Kaffee, der Geist spricht, ja, der Herr kommt bald.
In diesem Jahr drum macht ich aufzugehen mit ihm zum Hochzeitsmahl. Drum seid den klugen Jungfrau gleich, erfüllt mit heiligen Liebessinn und wartet Tag für Tag, bis er springt zur Hochzeit hin. O hör den Ruf, macht dich bereit, bald kommt der Herr in Herrlichkeit. Vielleicht kommt er in diesem Jahr, drum macht dich aufzugehen mit ihm zum Hochzeitsmahl.